Wir sind mitten in der Predigtserie, erwartungsvoll. Und ich studiere nebenbei Theologie und da habe ich gelernt, es lohnt sich, erwartungsvoll die Bibel zu lesen. Und das braucht immer wieder eine bewusste Entscheidung. Eine bewusste Entscheidung dafür, dass Gottes Wort heute neu persönlich zu mir sprechen kann und dass ich immer wieder neue Schätze in Gottes Wort auch entdecken kann. Und ich möchte beten am Anfang, dass wir wirklich offene Herzen haben können und dass der Heilige Geist bei uns wirken kann heute und jeden Einzelnen berühren darf und wir miteinander, ich möchte so weit gehen, dass auch ich mit euch heute Morgen einen neuen Schatz entdecken darf in der Bibel. Jesus, ich danke dir, dass du mitten unter uns bist, dass du jeden Einzelnen von uns kennst und dass du uns heute neue Erkenntnis schenken willst über dein Wort, dass du zu uns reden willst und uns einen Schatz offenbaren willst für unser Leben. Amen. Ich hoffe, ihr habt euer Booklet ready, euer Booklet, wo ihr eure Notizen und eure wichtigen Facts, die ihr mitnehmt von heute Morgen, aufschreiben könnt und dann weiter besprechen könnt in der Kleingruppe, die noch kein Booklet haben. Es liegen noch welche hinten auf dem Tisch, ihr dürft euch gerne bedienen. Und für die Leute im Livestream, ihr seht den QR-Code, ihr könnt das downloaden und direkt bei euch auf dem Computer nutzen und dort die verschiedenen Sachen eintragen, wenn ihr dieses Tool nutzen möchtet. Es gibt auch im Nachhinein für die Predigt coole Vertiefungsinformationen zu der Predigt, die ich für euch ausgearbeitet habe. Genau. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Auf diesem Bild seht ihr ganz viele verschiedene Personen. Das sind ganz unterschiedliche Personen. Da ganz rechts außen seht man Thomas. Thomas ist 21. Er liebt es, Zeit mit YouTube und Netflix zu verbringen. Und er ist Jungscharleiter und in der Jungschar blüht er auf. Ich habe auch daneben ist Elisabeth. Elisabeth ist 24. Sie ist Köchin im Altersheim und sie verbringt gerne Zeit mit Kindern und erzählt gerne Geschichten im Kids-Treff. Wir haben auch Hans, da ganz links, der ist 62, der verbringt gerne Zeit beim Angeln und bereitet sich auf seine Pension vor. Und dann haben wir noch Ingrid ganz in der Mitte. Ingrid ist schon 64. Sie arbeitet auch im Kids-Treff mit und besucht ganz regelmäßig das Dienstagabendgebet in der Gemeinde. Und sie liebt es, Geschichten zu erzählen. Oder ganz links außen haben wir noch eine Mutter. Sie heißt Katharina, sie hat 3 Kinder. Sie liebt es, Menschen zu sich nach Hause einzuladen. Und einfach ein Bild, das ganz viele verschiedene Personen soll veranschaulichen. Verschiedene Personen, die verschiedene Hobbys haben, die verschiedene Berufe haben, die verschiedene Bedürfnisse haben und Sachen machen, die sie gerne machen. Und diese alle gehen zusammen, gemeinsam in eine Kirche. Also komplett verschiedene Personen, die zusammen in eine Kirche gehen und darin eine Einheit darstellen sollen. Und wie soll das gehen? Ich weiß nicht genau, wie das funktionieren soll. Und da kommen wir gleich zu unserem Thema, nämlich zu was sind wir im Heiligen Geist getauft. Ich möchte 3 Grundfakten vor die Predigt stellen, die ein bisschen durch die ganze Predigt auch wirken sollen und die das Ganze auch ein bisschen prägen sollen. Der erste Grundfakt ist, die Kirche gehört Jesus, nichts ist stärker als sie. In Matthäus 16 können wir lesen, dass Jesus sagt, meine Kirche. Die Kirche, wo Menschen zusammenkommen, sagt Jesus darüber, es ist meine Kirche. Und er sagt auch, es gibt keine Macht, die je meine Kirche zerstören oder vernichten oder wegrotten kann. Jesus baut seit 2000 Jahren seine Kirche und nichts wird ihn daran aufhalten. Der zweite Punkt, die Kirche ist die Braut von Jesus. Ich weiß nicht, an wie vielen Hochzeiten ihr schon gewesen seid.
Die Braut, die sieht immer etwas anders aus. Manchmal hat sie ein bisschen mehr Runzeln, manchmal ein bisschen weniger. Manchmal ist sie eine schönere Frau und manchmal ein bisschen eine weniger schöne Frau. Aber was immer da ist, ist der Bräutigam, der vorne steht und mit einem breiten Smile seine zukünftige Frau erwartet. Und so steht auch Jesus zu jeder Gemeinde, ob sie klein oder groß ist, ob sie katholisch oder reformiert ist, ob sie frei evangelisch, wie auch immer ist. Jesus liebt seine Gemeinde und er wartet mit einem riesen Smile auf seine Gemeinde. Und der letzte Punkt, Jesus ist das Haupt und die Kirche sein Leib. Das können wir im Epheser lesen. Jesus gibt der Kirche eine solch große Bedeutung, dass er sagt, er ist das Haupt und die Kirche sein Körper. Er möchte also der Kirche einen solchen großen Wert und eine solche große Wichtigkeit geben, dass er sagt, die Kirche soll mein Körper sein. Das sind für mich wichtige Grundpunkte, wo mich auch immer wieder motivieren, nie aufzuhören, die Kirche, die Versammlung mit Menschen, die mit mir das Jesus als Haupt setzen wollen, zu lieben und mich darin zu investieren. Das sind für mich wichtige Punkte und die haben mich auch ermutigt und motiviert, als Jugendpastor in einer Kirche zu arbeiten, ein Teil sein, wo verschiedenste Menschen zusammenkommen, um mich darin zu investieren und diese Kultur darin zu prägen und ein Teil sein von dem Ganzen. Genau. Aber was hat das Ganze mit dem Bibeltext zu tun? Wir wollen miteinander gleich eintauchen. Und für das, weil ich das so cool finde, dass Harry und so immer die Bühne verlassen, wollte ich das auch mal tun. Verlasse ich heute auch mal die Bühne. Viel Spaß beim Livestream. Wir wollen zusammen den Bibeltext lesen. Denn wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl viele ein Leib sind, so auch der Christus. Denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn der Fuß spreche, weil ich nicht Hand bin, gehöre ich nicht zum Leib, gehört er deswegen nicht zum Leib? Und wenn das Ohr spreche, weil ich nicht Auge bin, gehöre ich nicht zum Leib, gehört es deswegen nicht zum Leib? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo wäre das Gehör? Wenn ganz Gehör, wo der Geruch? Nun aber hat Gott die Glieder bestimmt, jedes einzelne von ihnen am Leib, wie er wollte. Wenn aber alles ein Glied wäre, wo wäre der Leib? Nun aber sind zwar viele Glieder, aber ein Leib. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht, oder wieder das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Sondern gerade die Glieder des Leibes, die schwächer zu sein scheinen, sind notwendig. Und die uns, die weniger Ehrbaren am Leib zu sein scheinen, die umgeben wir mit größerer Ehre. Und unsere Nichtanständigen haben größere Anständigkeit. Unsere Anständigen aber brauchen es nicht. Aber Gott hat den Leib zusammengefügt und dabei dem Mangelhafteren größere Ehre gegeben, damit keine Spaltung im Leib ist, sondern die Glieder dieselbe Sorge füreinander haben. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit, oder wenn ein Glied verherrlicht wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ein schwerer Text, schwer zu lesen, nicht so schwer zu verstehen. Er birgt so viele Schätze. In meiner Vorbereitung habe ich das durchgearbeitet und durchgeackert und habe so viele schöne Schätze entdeckt und ein paar will ich heute mit euch teilen. Grundsätzlich geht es heute, zu was sind wir im Heiligen Geist getauft? Und im Vers 13 können wir lesen, denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Wir sind also zu einem Leib getauft im Heiligen Geist. Getauft heißt in Griechisch Potizo. Potizo heißt
nichts anderes als so hineingeführt, getränkt, verfärbt, eingetaucht. Die Griechen haben es auch gebraucht, wenn ein Schiff untergegangen ist. Also wir sind hineingeführt in diesen Leib von Jesus Christus. Wie wir auch im Bild gesehen haben, sind wir zusammen ein Leib. Und auch du, wenn du Jesus als dein Haupt bekennst, wirst Teil von diesem Leib. Und die Kinder dürfen wir natürlich nicht vergessen, auch diesen Teil vom Leib Christus. Genau. Wir werden also im Heiligen Geist getauft, zu diesem Leib Christus, zu der Kirche zu gehören. Was hat das jetzt aber für Auswirkungen? Ich möchte 3 Punkte für euch herausstellen. Und der erste lesen wir im Vers 18. Nun aber hat Gott die Glieder bestimmt, jedes einzelne von ihnen am Leib, wie er wollte. Also Gott hat dich schon zu Beginn, als er dich geschaffen hat, bestimmt, ein Teil zu sein vom Leib Christi. Ein Teil zu sein von Menschen, die miteinander sagen, Jesus ist mein Haupt und ich bin Teil der Kirche. Ich erlebe immer wieder Menschen, die sagen, ich kann nicht so viel anfangen mit Kirche oder ich brauche das nicht unbedingt andere gläubige Menschen, ich kann mein Glaube allein leben. Und ich würde sagen, das ist eine Lüge. Weil Gott hat dich bestimmt, ein Teil zu sein vom Leib Christi. Mit deinen Gaben, mit deinen Fähigkeiten. Wir haben letztes Mal gelesen, der Heilige Geist rüstet aus mit unterschiedlichen Fähigkeiten. Mit all dem ein Teil zu sein vom Leib Christi. Und Gott war darin sehr souverän. Er hat dich bestimmt, ein Teil davon zu sein. Und wir sind herausgefordert, dieses Geschenk anzunehmen und diese Schätze, die darin stecken, zu entdecken, wenn wir ein Teil sein können. Und was für mich ganz wichtig ist, Gott hat jeden Einzelnen bestimmt, ein Teil sein von diesem Leib. Jesus liebt diesen Leib so sehr, dass er gesagt hat, ich möchte mein Leben geben für die Kirche, für meinen Leib. Und darin spricht er auch, es geht nicht nur um jeden Einzelnen, aber es geht auch um dich allein. Es geht um den Leib an sich, es geht aber auch um dich einzeln, weil er sagt, er liebt dich persönlich so fest, dass er sein Leben gegeben hat, dass du Teil sein kannst von seinem Leib. In Apostelgeschichte 4 sehen wir die Auswirkungen vom Heiligen Geist, ganz praktisch, wie das ausgesehen hat, wenn die Menschen vom Heiligen Geist erfüllt wurden, was dann geschehen ist. Und da können wir lesen im Vers 13, die Mitglieder des jüdischen Rates waren überrascht, mit welcher Sicherheit Petrus und Johannes sich verteidigten. Es war ihnen schnell klar, dass sie die beiden zur Gefolgschaft von Jesus gehörten. Ich hole schnell aus, die Geschichte. Jesus und Petrus gehen in eine Kirche und da sitzt einer, der gelähmt ist und sie können ihm nichts geben, außer die heilende Kraft von Jesus Christus. Und sie heilen ihn und das hat große Auswirkungen auf die Pharisäer vor Ort. Die wollten nicht, dass sie da Jesus verkündigen in ihrer Gemeinde. Und dann mussten sie vortreten und sind zu diesen Pharisäern eingeladen worden und sind dann herausgefordert worden, da zu Jesus zu stehen. Und was ich krass finde bei Johannes und Petrus, sie wussten ganz genau, dass sie bestimmt waren, in dieser Souveränität Gottes ein Teil vom Leib Christi zu sein. Weil es sich sofort herausstellte, dass die beiden zur Gefolgschaft von Jesus gehörten. Und die Mitglieder des jüdischen Rates waren überrascht, in welcher Sicherheit
sie sich als Teil von dieser Gefolgschaft auch aussprachen. Das sind die Auswirkungen vom Heiligen Geist. Diese Sicherheit, ein Teil vom Leib Christi zu sein. Ein zweiter Punkt. Wenn aber alles ein Glied wäre, wo wäre der Leib? Die Vielfalt von diesen verschiedenen Menschen, die ich am Anfang aufgezählt habe, die Vielfalt, die wir auch hier unter uns entdecken können, diese Vielfalt ist notwendig, von Gott gewollt. Du hast deine eigenen Fähigkeiten, du hast deine eigenen Gaben, du hast deine eigene Persönlichkeit und du bist von Gott gewollt, ein Teil zu sein von diesem Leib. Und wir haben im Bible Study Abend gehört, dass es verschiedene Gaben gibt und diese Gaben uns ausrüsten, Sachen zu tun und bevollmächtigen. Und wir sind immer wieder gefordert, zusammen diese Gaben zu gebrauchen. Wichtig, wir sollen zusammenwirken. Und ich glaube, da, wo du deine Gaben nicht in die Gemeinde im Leib Christi einbringst, da nimmt dieser Leib auch Schaden. Also wir können und wir dürfen auch zu unseren Gaben und zu unseren Fähigkeiten, zu unserer Persönlichkeit stehen und uns mit dem so einbringen, wie wir sind und wie wir können. Und dann kann der Leib Christi aufblühen. Ich lebe sehr viel, dass Christen von sich selbst sagen, ich habe doch nicht so große Fähigkeiten oder ich weiß nicht, wo ich mich einbringen soll oder es fällt mir schwer, meinen Platz zu finden in der Kirche. Und diese Menschen möchte ich ermutigen, am Heiligen Geist Raum zu geben, weil er uns befähigt und hineintauft in diesen Leib Christi. Wir stellen oft so ganz viele moralische Sachen vor den Heiligen Geist und sagen, ja, wir müssen zuerst frei sein von dem und frei sein von dem, frei sein von dem. Aber was für mich am wichtigsten ist und als allererster Stelle kommen sollte, ist diese Bestimmtheit und diese Zuversicht, dass wir dürfen zum Leib Christi gehören, weil wir dafür bestimmt sind. Und wir mit einer Sicherheit dürfen zu Jesus stehen, egal was für Schwierigkeiten wir in unserem Leben haben, wir dürfen mit einer Sicherheit zu diesem Leib stehen, dass ich sogar heute auf Hochdeutsch predige. Das war schon eine Challenge für mich. Ich hoffe, ihr könnt mir gut folgen. Ich gebe mir meine besten Mühen. Ich habe mich immer geweigert, in der Schule Hochdeutsch zu sprechen. Jetzt ist der Moment gekommen. Kommt gut. Genau. Denke, wo du deine Gaben nicht einbringst im Leib Christi, dort nimmt der Schaden. Ich finde das so krass in der Apostelgeschichte 4, als sie zusammen beten, die Christen, und sagen, Gott, wir brauchen deine Hilfe. Da werden sie alle erfüllt vom Heiligen Geist. Und wir können dann lesen am Schluss, alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes ohne Furcht. Das ist genau dieses Selbstwertgefühl, ein gesundes Maß, wo kein Minderwertigkeitskomplex mehr Platz haben darf, sondern du zu deiner Persönlichkeit, zu deinen Gaben, zu deinen Fähigkeiten stehen kannst, dich bestimmt zum Leib Christi zählen kannst, indem du sagst, ich bin ein Kind Gottes und ich gehöre zu dieser Familie und du so wie du bist, dich einbringen darfst und ohne Furcht auftreten kannst mit deinen Gaben und deinen Fähigkeiten, die du hast. Und der letzte Punkt, Vers 21, das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht, oder wieder das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Wir brauchen einander. Und das lernen wir, indem wir dem Heiligen Geist in unserem Leben Raum geben. Wir lernen, dass wir einander brauchen.
Und dass wir einander brauchen, das zeigt sich sehr stark in sozialen, aber auch in materiellen Aspekten. Ich denke, dort, wo wir einander nicht gebrauchen, ist keine Liebe. Weil Liebe macht es notwendig, dass wir einander brauchen. Der Bibeltext von 1. Korinther 12 ist eingebettet. Und zwar im Kapitel zuvor spricht Jesus über das Abendmahl. Das Abendmahl, das Jesus mit seinen Jüngern zuerst genommen hat und gesagt hat, nehmt es immer wieder. Und das Abendmahl ist in diesem Zusammenhang ein so starkes Zeichen dafür, dass wir einander brauchen. Und das geht so schnell vergessen. So oft nehmen wir das Abendmahl und senken unsere Köpfe und schauen auf den Boden und suchen Jesus. Und es geht immer nur um Jesus und mich selbst. Was Jesus für mich getan hat und was Jesus wer Jesus für mich ist. Und ich denke, das ist alles gut und schlecht, aber das ist alles gut und super und das ist auch ein wichtiger Bestandteil. Aber der andere wichtige Bestandteil, und den können wir entdecken, wenn wir diese 1. Korinther 12 lesen, ist eben, dass es auch um die anderen Menschen geht, um uns herum. Es geht darum, dass wir erkennen im Abendmahl, dass wir einander brauchen. Ursprünglich hat man ja die Gaben zum Abendmahl gebracht und dann miteinander die verschiedenen Gaben, die die Menschen gebracht haben, zusammen eingenommen. Und dann hat man den Rest genommen und hat es den Armen verteilt und den Menschen, die es brauchten. Also man hat eigentlich, das Abendmahl ist ein Zeichen wirklich für das, dass man einander braucht. Und ich finde diese Auswirkung auch sehr krass im Apostelgeschichte 4, als die Menschen erfüllt waren. Niemand von ihnen betrachtete etwas von seinem Besitz als persönliches Eigentum. Alles, was sie besaßen, gehörten ihnen gemeinsam. Als der Heilige Geist die Menschen erfüllte, brach sofort eine Kultur vom Teilen aus. Eine Kultur vom Dasein für den Nächsten, zum Schauen, was sind seine Bedürfnisse und kann ich mich für den Nächsten einsetzen. Also wir werden getauft in einen Leib Christi, wo wir miteinander durch Jesu Blut verbunden sind und so auch füreinander da sein können. Im Epheser 4, Vers 16 steht, von ihm her wird der ganze Leib zu einer Einheit zusammengefügt und durch verbindende Glieder zusammengehalten und versorgt. Jeder einzelne Teil erfüllt seine Aufgabe und so wächst der ganze Leib und baut sich durch die Liebe auf. Und gerade der letzte Teil ist das, was ich mir von Kirche wünsche, was vielleicht du dir auch von Kirche wünschst, dass sie wachsen darf, aber auch, dass sie durch Liebe aufgebaut wird. Und das ist das Geheimnis vom Leib Christi, wo wir durch den Heiligen Geist hineingetauft werden. Dass sie wachsen darf und dass sie durch Liebe aufgebaut werden darf. Es ist so eine Gratwanderung zwischen Gott und dir persönlich und dem Nächsten. Es ist eine Gratwanderung zwischen ich nehme mich an, so wie ich bin, und ich passe mich an, so wie es gebraucht wird. Und darin immer wieder geführt werden vom Heiligen Geist, weil er uns in diesen Leib hinein taufen möchte, ist unsere Challenge. Und ich möchte dir 3 Punkte mitgeben. Der erste Punkt ist, wenn du das nächste Mal das Abendmahl nimmst, denk doch an die Person, die rechts und links von dir sitzt.
Weil es geht nicht nur um dich und Gott persönlich, sondern es geht auch um deinen Nächsten, weil du Teil bist von Jesus Leib. Die zweite Challenge, ich möchte dir herausfordern, zu überlegen, wie stehst du zu dir selbst, zu deinen Fähigkeiten und zu deinen Gaben und wo machst du dich selber immer klein, dass du darin die Bestimmtheit, die Souveränität Gottes kannst entdecken, als er dich gemacht hat und offen und geradlinig dazu stehen kannst und dich so einbringen kannst. Und die dritte Sache, dass wir können lernen, diese Vielfalt, die Gott schenkt in uns Menschen, wenn wir zusammenkommen, dass wir diese Vielfalt anfangen lieben können. Lieben und entdecken können. Und gerade wenn du jetzt dir überlegst, ich bin nicht so der Kirchentyp und ich habe eigentlich eher Mühe, mit anderen Menschen zusammenzukommen und im Glauben zu wachsen. Ich möchte dich ermutigen, weil Jesus liebt die Kirche. Es ist seine Kirche und er wird nie aufhören, sich in die Kirche zu investieren und ich werde auch nie aufhören, mich in die Kirche zu investieren. Und als Jesus das Abendmahl genommen hat, war er umgeben von Menschen, wo er wusste, die werden an ihm zweifeln, die werden ihn beleugnen und die werden ihm den Rücken zukehren. Aber Jesus war da und hat mit diesen Menschen Zeit verbracht und war mit diesen Menschen zusammen, weil darin ein ganz besonderer Schatz steckt. Ich möchte zum Schluss noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du jeden einzelnen von uns bestimmt hast, ein Teil zu sein von deiner Familie. Ich danke dir, dass du uns in einer Vielfalt geschaffen hast, jeder Einzelne mit seinen Gaben, mit seinen Fähigkeiten, und schenke uns diese Furchtlosigkeit, dass wir dazu stehen können und uns mit diesen Gaben, mit unserer Persönlichkeit auch in diesen Leib einbringen können, mit dem, was wir haben. Und ich möchte dich bitten, dass du uns immer wieder auch Augen schenkst für unseren Nächsten, dass wir füreinander da sein können und so die Liebe, die wir zueinander haben, ein Licht sein darf für andere Menschen und dich darf groß machen. Amen.